Merci, Herr Präsident. Die ILO-Konvention 169 ist eine ganz erfolgreiche Initiative, die zum am lateinamerikanischen Raum ganz wichtig Reperkussionen hat. Der Beitrag, den sie dafür die Anerkennung auf den Schutz von indigenen Kommunitäten gelegt hat, kann ich nicht genug aufstreichen. Für allem Konsultation préalable, die an der ILO-Konvention vorgesehen ist, als mittlerweile zu einem zentralen Instrument gehen für die Emanzipation von den Kommunitäten, auch für den Schutz für die Staaten, aber auch für allem für multinationale Unternehmen. Das heißt natürlich nicht, dass in der Hinsicht all Probleme gelesen ist. Auch an den Ländern, die die ILO-Konvention 169 bislang ratifiziert haben, an Munheieren, es sind dann nicht allzu viel, wo die Konvention an der nationalen Legislation verankert ist, gibt es noch immer ganz viel Missstände. Für allem aber können sie an nicht genug Länder zur Anwendung. Zum Beispiel wäre es wichtig, dass so an Asien oder an Afrika mehr Gewicht kriegen, an nicht nehmen wie im Moment für allem an Lateinamerika. Aus dem Grund ist es dann noch wichtig, dass Lützeburg dieser Konvention beitritt. All Land, was dabei kommt, möchte Konventionen mehr stärken und hilft dabei, hier Prinzipien zu einem globalen Standard zu machen. Herr Präsident, rund 350 Millionen Menschen weltweit, so wird geschah, fallen in der Definition von indigenen Kommunitäten. Sie leben größtenteils am Acklang, mit ihrer Umwelt, bilden damit einen flagranten Gegenentwurf zum westlichen Kapitalismus, der sich auf hemmungslose Ausbeutung von Mensch und von Natur aufbaut. Das geht ihnen dann noch ganz oft zum Verhängnis, wenn sich auf ihrem Land bestimmte Ressourcen befinden, die von Unternehmen konvertiert gehen. Genau dafür müssen wir die Problematik auch hier in Europa und zu Lützeburg stellen. Weil es sind meistens nordamerikanische und europäische Multinationalen, die Indigene von ihrem Land vertreiben, für keine Ressourcen auszubeuten, die dann auch von uns hier zum Teil verbraucht gehen. Das Ratifikation darf auch nicht einfach just den symbolischen Akt bleiben. Sie muss uns einerseits zum Nachdenken bringen über den Impact, den wir auf die Kommunitäten haben, und andererseits auch die konkreten Auswirkungen auf unsere eigene Politik. Das betrifft natürlich auch nicht allein die Außen- und Kooperationspolitik, aber natürlich auch als Wirtschaftspolitik. Ich denke hier zum Beispiel an den Fonds de Compensation, die keine Firmen unterstützen, die Rechte von indigenen Bevölkerungen mit Face Triple, sobald die Konvention dann hier, so wichtig, dazu unhört unanim ugeholt wird. Das ist nicht so, wie mein Vorredner gesagt hat, dass es schlecht Gewissen vom weißen Mann für die Fehler von der Vergangenheit sind, dass das, was heute an der Aktualität geschieht, was durch diese Konvention soll verändert oder verbessert gehen. Pur ONG haben am März 2017 diese Broschüre publiziert, Swept Away, heißt da geht es eine Kommunität, die von den Quilombola an Brasilien an dem Bericht beschreibt Menschenrechtsverletzungen von einer kanadischen Bierbaufirma Kinross, heißt sie. Wenn ihr da guckt, dann stellt ihr fest, dass am Rapport annuell vom Fonds de Compensation, dass mehr wie 1,5 Million an das kanadische Bierbaufirma investiert haben. Mit der Ratifikation von diesem, mit dem Unhüllen von dieser ILO-Konvention, wird das hoffentlich nicht mehr möglich sein, und damit haben wir etwas für die Gegenwart gemäht und nicht für die Vergangenheit. Dass wir heute überhaupt über diese Konvention aufstimmen, und das wird noch schon ein paar Mal gesagt gehen, für allem der Verdienst von unserer Zivilgesellschaft, die ja ganz viele Jahre und auch ganz teilweise viel Widerstand auf das Ziel hier geschafft wird. Auf hier frei sollen der STM, aber auch Klimabündnis, und noch andere ONG wie zum Beispiel Brüderle Stehlen oder Caritas. Ich will aber in dem Zusammenhang auch daran erinnern, so wie der durch Salariatskummer an ihrem Avis gemäht wird, dass man ganz viel andere ILO-Konventionen noch immer nicht ratifiziert tun. Darunter führen alle Konventionen 122 und 144, die zu den die Konventionen de Gouvernance sind, das heißt, die einen ganz hohen Stellenwert tun. Wir sind damit an Europa quasi die einzigen, die denen nicht ratifiziert tun, haben wir gesehen, diese Wort auch als Aufforderung und Regierung für das schnellstmöglich nachzuholen. In dem Sinn haben wir dann auch eine Motion, die ich dem Herr Präsident präsentieren, die zum Inhalt hört, für die Regierung eben aufzufordern,
an denen schnellstmöglichen Deleen zu gucken, für Dümsatz, für die Ratifizierung von den Konventionen auch vier zu holen, dass man nicht an Europa von den ganz wenigen Ländern sind, was das bis noch nicht gemäht wird. Das ist so nicht merci. Merci. Auch Antwort hört direkt den Arbeitsminister, den Herrn Nicolas Schmidt.